Ja, danke für Ihre Frage. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir nicht von einer Rückkehr sprechen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir von einer phasenweisen Entwicklung sprechen. Aber Rückkehr würde ja so ein bisschen implizieren, dass man so wie vor die Zeit vor 2016 oder sogar 2013 zurückkehrt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir ganz deutlich machen, dass wir trotz dieser gestuften Entwicklung weiterhin einen ganz drakonischen Unterdrückungsstaat haben, auch einen Polizeistaat, der stärker im Hintergrund getreten ist, dass aber diese Menschen und auch diese wissenschaftlichen Eliten, es sind ja ganz Wissenschaftler, Künstler, Musiker und so weiter, nicht wahr? Und auch Geschäftsleute, erfolgreiche Geschäftsleute, Leute mit viel Geld, Figuren mit viel Geld und Besitz, wurden ja auch gezielt interniert und so weiter, ins Gefängnis gesteckt, dass diese Leute wie aus dem Weg geräumt sind. Also es ist klar, es gibt keine Rückkehr, sondern diese neue Normalität, die in Xinjiang gebaut wird oder sich entwickelt wird, die basiert sozusagen auf dem Erfolg dessen, was getan wurde und einer Weiterführung ganz vieler Menschenrechtsverbrechen. Darunter, dass, soweit ich das beurteilen kann, dass sich die Situation dieser Eliten oder auch von anderen in den Gefängnissen nicht gebessert hat. Sondern wir müssen davon ausgehen, dass diese Eliten absichtlich aus dem Weg geräumt werden. Gerade bei den Älteren muss man das ja schon auch als de facto Todesurteile bezeichnen, wenn ein 60-, 65-jähriger Person für 20 oder mehr Jahre in diesen Gefängnissen, ob die dann jemals lebend entlassen werden. Also das sieht meiner Meinung nach ganz schlecht aus. Und da werde ich ein klein bisschen in meinem nächsten Vortrag darauf eingehen. Das gezielte, sagen wir mal, Entfernen oder zur Seite schaffen von Eliten ist ja leider Gottes ein häufiges Phänomen von systematischen Menschenrechtsverbrechen oder Völkermord oder dem, was, sagen wir mal, zum Völkermord hinführt oder hinführen könnte. Das heißt, weil nämlich diese Eliten natürlich oft einen wichtigen Einfluss haben auf die Weiterverbreitung der Kultur, das sind natürlich Vorbilder für die Figuren oder einflussreiche Menschen, und das zur Seite schaffen dieser Eliten ist leider eine ganz wichtige Strategie von vielen dieser Massenverbrechen, dieser Atrocity Crimes, wie sie im UN-Framework bezeichnet werden. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich das verbessert. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass diese Menschen halt dann vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren völlig gebrochen oder schwer krank oder gesundheitlich, geistlich gebrochen entlassen werden. Vielleicht überleben sie es, vielleicht überleben sie es nicht. Also das ist leider ein wichtiger Bestandteil dieser Kampagne, das passt zu dieser neuen Normalität, in die eingeschwenkt wird. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage soweit. Hat man denn Kollaborateure gefunden, die anstelle dieser Führungskräfte getreten sind? Also der Mann von der Xinjiang-Universität hat ja ein Todesurteil bekommen und der von der medizinischen Hochschule genauso. Und wer sind Ihre Nachfolger? Sind das auch Uiguren, die jetzt da einspringen müssen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht speziell etwas, was ich mir speziell angeschaut habe. Also da gibt es zum Beispiel auch einen ganz guten Bericht eigentlich vom Uyghur Human Rights Project, dem UHRP in Washington DC. Die haben halt auch geschaut, was ist mit den Besitztümern. Da sind ja teilweise die Besitztümer von diesen Geschäftsleuten versteigert worden. Ja? Wer jetzt die Nachfolger sind von diesen Wissenschaftlern, die ja diese auch Führungspositionen hatten. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke aber, es ist wahrscheinlich, es gibt sehr viele Kollaborateure, zum Beispiel ja auch viele der Polizisten oder auch der Aufseher in Umerziehungslagern sind ja auch Figuren. Viele der Figuren in den Sicherheitsbehörden, im Sicherheitsapparat und so weiter, natürlich belegen die Han-Chinesen viele Schlüsselrollen, aber es sind ja ganz, ganz viele Figuren, sind ja im Apparat, auch im Sicherheitsapparat, in der Regierung und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass es dass die Regierung wahrscheinlich auch aus Gründen natürlich der ethnischen Minderheitenpolitik und der Präsentation dem Ausland gegenüber da Figuren reingesteckt hat, habe ich jetzt aber nicht konkret erforscht.